Kapitel 7 Wachran. Crack, crack. De twee slee van de pitch wat over John kwam, fuhren scherpe bij deel in John zijn Körper aan. Sehr hastig wird John abgeweicht, ab een kleiner Klappen Stroh, wo hij weer angeschlagen. Hij kijkt in de dolle Augen an von Pascha Timor, als hij in Türkisch am uitvliegt. John wird nu al über ein Jahr ins Kloof gewast, en an dessen keulen dunklen Mars hat sie ihm Wirt am Alleinried geschickt, 3 Kilometer auf von dat Schlags, wo hij soll ab Stab schaffen. Hij hat nu al mehrere Stunden geschafft, wo hij met een vetalt wat dus in Bett weer, dat zoetig van dat Stroh uitklappen daar. Wara en wara hat dat Stroh wat du in den natten Stall ben weer, sehr göttlich gelaten. En wegen keiner en mehrere Stunden wird kicken kommen na Arm, hat hij sich entschieden, dat hij weer een klein beetje slopen. Hij lädt sich durch, en een klein Stützchen wieder, wie hij duip angeschlagen. Pascha Timor fliegt am bloß wieder uit, en knallt am noch einmal ein paar Mal mit de Pitch over. John seine Wut kijkt über sehr bosig over. Ohne dat hij dacht wat hij deed, pakt hij dem Bett an, wat hij brukt hem dat Stroh uitklappen, en hebt Timor aan zijn kop. Pascha stolpert überrasch, en John hebt hem nog einmal ver. Sehr bleidend valt Pascha op Eden ab. Met einmal klinkt John dat an wat hij gedaan had. Hij had zijn Wirt doodgemerkt. En verdort wird hij gewaltmäßig doodgemerkt worden. Aber dort wird John sich nicht lohnen. Nu muss hij aber bosig sein. Hij tragt bosig na Pascha seine Kleider uit en verstuurt am do unter dat Stroh. Hij tragt zijn Reven Überrock uit en dan tragt hij sich na Pascha seine Kleider an. Hij kann aber nicht tun mit den Ring, wat hij ram den Hals hat. Wenn hij wird gesehen worden, dann würde keine Frau sein, dat hij würden voetsweiten, dat hij wie ein Sklov wat er wegrannt. Hij wordt einmal bloß mit sein, als am dat gleicht. John zet sich op zijn Doodjenmeester zijn Pferd, en als hij sich hier orfen in den Sudel neergezet, dann rijdt hij davon. De nächste Frau, wat John had, dat wir, wanneer soll hij nu reden? Hij wist dat hij kon nicht im Westen nennen. Alles wat im Westen nennen wir, dort wir noch immer unter der Kontrolle von der Türkisch. Hij kon het nicht im Süden nennen. Du wird hij krijgt so gut in der türkische Erhäng nennen fallen. So entscheidet hij sich, dat hij wordt in het Noordosten, in Russland. Zoals de meeste andere Menschen von dem Westen Europa, John wist ook nicht sehr viel von dieser Gegend. Russland wie ein sehr teilgeschlossenes Land, wat ab alle Frauen voets verdächtig wäre. John wist nicht, ob vielleicht wurde am Dur vielleicht even schlechter behandelt worden als hier. Aber wenigstens deuten der Türkisch nicht Russland regieren. Und John dacht, mit ein bisschen Glück, da mochte er das merken. John reut für Stunden und post immer weiter ab, dass er keine Militär wird begegnen hier weiß, und nicht andere Menschen, kein dann als das Skloven wären oder freie Menschen. Als die Sonne allang ungegangen wäre, dann schläft John im Bett, ab dem Eng von einem Stab mit einem Barsch. Er schlägt sich in ein Former sein Stuhl an, mit Getreide zu stehlen, dat sein Pferd können eten. Und als die Sonne abging, dann wäre er al weiter hängen gewesen. Für die nächste 16 Tage wird John sich dit hängen gewesen. Und alle beiden stell hij mit eten für Arm und sein Pferd. Er reist durch die östliche Kant von Transylvania und dann durch Moldawia, wo aber auch unter der türkischen Kontrolle war. Schließlich kam er bald in Russland, wo er damals einmal erleichtert war. Nu wenigstens würden die türkische Armbanks nicht festnehmen und am Tod quälen für sein Meister dort machen. Er weiß sich aber auch nicht sicher, was die Russen mit Arm würden wollen tun. Die Menschen rannten weg, wenn sie am Sauen kommen. Und die großen Puten bei den Städten, wo er heimkam, die wurden vor am Tau geschlagen. Als John erst in Russland war, dann reiste er Osten an der nördlichen Seite von das Schwarze Meer und dann an der Kant von der Meer der Länge von Azov. Und schließlich, als er ihr Streuwerk wieder weggerannt, dann kam er bei der Stadt Rostov. Als John da bei der Stadt ankam, bei der Wand, dann kam ein Grüppchen Soldaten in der Stadt raus und nahm am Fass. John konnte ihre Sprache nicht reden und auch kein einziges Wort verstehen, was sie sagten. Und für einen Moment dachte John, die würden am besten Krieg hier nach dort merken. Aber zu guter Letzt nahm einer von denen das Pferd bei der Lehne und dann gingen sie alle in die Stadt an. John wurde nicht in dem Gefängnis genommen, so als er gedacht hat, aber wurde nach das Haus geleitet
von der Stadt Regierungsmann, Baron Rishtinsky. Zu John seine Erleichterung, die Baron können Fransch, Latinisch, Griechisch, Türkisch und dort auch noch Russisch reden. John seine Kleider wären bald nu ganz gries und verlammt, und John wird dankbar, als der Baron am Anlaut in sein Haus nicht kommen und sieht, dass er sich soll durchsagen. Und dann zwischen Fransch und Latinisch erklärt John den Mann, wie wir festgenommen worden und aus uns Glauben verkauft. Baron Rishtinsky hört nur alles, was John zu sagen hat. Gleich die. Du redest so fein. Mit der dort Leute, dort der Türkisch die so behandelt haben, wenn du hier auch nicht tüß bist. Aber du bist willkommen hier in Rostov. Und ich glaube, die Menschen wollen die besser behandeln als die türkischen Deuten. Seht hij, als John ist vorig wir mit vertalen. John jascht in David hart. Hij wir so erleichtert. Die Russen würden am Dach nicht festnehmen oder am Tod merken. Wenn John noch Antwort lotte, dass Baron Rishtinsky können noch so dumm sein für die Menschen, der Arm aber, wie er nicht anders als Fan gewesen. Er raubt sich ein Schmiedenmann, wo der soll kaum John seinen Ring von den Holz losmerken. Nur dem käme der Horsch nieder, und schneidet John de Haar auf und schneidet sein Bart reich. Er bracht ihm dann wat neue Kleider, und ein Arbeiter lehrt ihm dann weich, dass er sich boden kann. Zum ersten Mal kann er sich nicht weiter boden, nur mehrere Monaten. Und das Butter, was seine Hüt abwegt, fällt sich so fein. Wenn er die Russen selbst auch nicht leiden kann. Am Anfang einfach an seine Hüt aufzuschalen, so streng als der wäre. Ein Tag später, als John hier angekommen wäre, dann ging John in die Stadt hin, die Stadt zu besehen. In einigen Hinsichten han, wie Rostov, was kriegst du aus der anderen Städte in Europa? Wort von der Gassen hat einen Schmucke große Häuser, kriegst du es in Europa? Die reichen europäischen Menschen würden ganz zufrieden sein, in diese Häuser zu wohnen. Aber andere Gassen, wie nicht mehr als eine ganze Reihe ihrer Häuserkes, wo die Armen lebten. Und John kam zu den Entschluss, dass diese armen Gegenden wie schlechter als alle Arme, was er gesehen hat in Europa. Was John das meiste abfallend wäre, dort wird sie es die Kirchengebiet wären. Das ist auch anders, als was er bei nu jemals gesehen hat. Mit der große runde Decke von boven, dat mög am viel doller an Moslem-Masks denken, als ne eine Kirche. Later am Tag, dann uit John mit Baron Rishtinsky top Unkas. Als er du reut zat zum Eten, dann kijkt hij schaftig zu sich selbst. Als die Kerkjes all die Schieven mit Eten rütbrachten am Daschnet zum Eten. Dat wir mehr eten, als wat hij in Jahren gesehen hat. John uit fan, und spielt sein Eten rauf mit dem Baron sein feiner Wein. Während hij uit, könnt John meist nicht glauben, wo sich sein Leben so hastig so verändert hat. Bloß 3 Werk 3, dann wie er ins Glauben gewesen. Schaffen, von Sonnabgang bis Sonnenuntergang, 7 dauerte Werk, mit sehr wenig zu eten und bloß die kalle Erde zum Schlafen. Und nu, hier wäre als Gast wie ein Regierungsmann in Rostov in Russia. Nachdem er meist 3 Monate in Russland gewesen wäre, hier war es Zeit, dass er abendwach wäre. Baron Rishtinskys seine Nicht, Kamerada, will Norden reisen mit einer Karawane, eine Reihe Piedenwäus, nach der Hauptstadt von Russland, Moskau. Und John nimmt sich vor, dass er wird auch mit der Karawane mitreisen. Er nimmt Aufscheid, bedankt sich bei den Baron für all das Fähne, was er ihm gegeben hat, in Senat gewesen wird zu ihm, und bald wie er abendwach in Moskau. Moskau wird ganz anders als was John sich vorgestellt hat. Die Stadt wird in der Meer von Tannenbäumen und beiden Seiten von der Moskau Rifa. Gegenüber von Rostov wird diese Stadt ganz dreich und unanludend. Das ganz unangenehmste, was da wäre, dort wäre den König sein Palast. Ein großes Schloss mit einer hohen Steinerwand darum gebaut. Wenn die anderen Menschen noch gleich so sehr reich lebten, als der König vielleicht wird, und dort noch dreich sagt, aber wenn dort die Hauptstadt wird von Russland, wären da ein Duell Menschen. Die Gassen wären voll von Soldaten, Diplomaten, Regierungsmänner und umgehende Menschen. Wenn John noch würde gleich haben, diese Stadt zu besehen als Herr Rostov hat, bewaffnete Werker posen da noch ab, dass er nicht wird können sein kleines Häuschen verloren, was Baron Rishtinsky für ihn bestellt hat, wo er kann wohnen. Als er protesting dort,
Dann wordt ihm gesagt, dat uitländische Menschen, die können gleich bloß frei in den Stadtraum gehen. Nachdem hij ein paar Werk in sein kleines Hüsje eingestappt was wär, dann entscheidet John sich, dat dat würde besser sein, wenn hij terug naar Rostov deit. Von Rostov mögt Baron Rostinski dann eine kleine Gruppe bewaffneter Männer rein, wo John dann begleiten deuten bei den Rifa, wo durch die Grenze wir bei Hungarië. John dort aber allein über den Rifa und reist von da wieder über den Carpathian Boy. Er hat aber keine Idee, was er an der anderen Seite von der Boy wird fangen. Wenn der Austrian und der Türkisch noch einmal würden fährten, dann würde er mithalten. Wenn der Krieg überall über wäre, dann würde er Prinz Sigmund von Transylvanien sehen. Omdat hij kon zijn land krijgen, wat am versprochen wäre, als hij de 3 Türkische ein bei ein fährten der in Orestei. Dat kwam so rum, war John an, dat du ein Kriegsstillstand wäre zwischen de Türkisch und de christliche Gruppen. Und dat Prinz Sigmund in Graz Austria wäre, den Erzduke Ferdinand zu besiegen. John reist fußlos nach Graz. Als hij so durch Hungariën reisen der, wären de mehrere wat Amerikanen, als die wat had de 3 Türkische ein bei ein gefährt, en wat had de Staaten teilgehalten in Oberlimbach en Alba Regalis. En so bauten sie am Eden an in eine Stube, wo hij schlupen können auf seine Reise. John wird dankbar für die Abnehmung, wat hij krieg jemand der Menschen, dat mögt die Reise nach Graz viel leichter. Als hij dann bei Graz kam, ward hij an dat Prinz Sigmund wie al wieder gereist, naar Prag in Bohemia. Voets mögt John sich ab nach Prag. Aber als hij dort ankam, dann ward hij an der Prinz wie wieder gereist, naar Leipzig in Saxony. Hij spoot sich durchhan. Und als hij dort ankam, dann traf hij den Prinz schließlich. Zu seiner Überraschung, John sein alleroberster, Earl of Meldridge, reist mit am Tau. John had gedacht, dat de Earl of Meldridge wird zijn angekommen in den Krieg bei der Ulster River Schlacht, gegen den Krieg zwischen den Türkisch, wo hij vastgenommen werd als een Slav. Der Earl vertelt John, wie hij weer weggekommen. Als alles weer hoffnungslos was in den Kampf, mehrere von seinen Soldaten hadden hem te zit genommen en hem in een Gebäsche verstärken. Als dat dann weer diester geworden, hadden ze hem uit de Schlucht uitgeleid naar Sicherheit. Der Prinz Sigmund stellt ein großes Fest an für John seine Ehe. Prinz Sigmund hilft John ein wenig mit einem Symbol daarboven. Du könnt John dann den Namen Esquire en seinen Namen nachmerken lassen. Er hilft John ook nog eine Tasche, wo de 1000 Ducats spenden werden. En Earl of Meldridge stoppte noch einmal 500 Ducats bei. Prinz Sigmund mögt noch ein Papier ab, dat hij soll ganz sicher durch Europa durchreisen, bis hij naar England kam. De Königs und Prinzes von der Städte, wo der durchgereist ward, mussten dann sein Monostat ihr geben und abnehmend sein, wenn sie sein Pass aus dort mitdrehen. Mit den wenig von seinen Symbols, sein Sicherheitspass und der Tasche mit 1500 Ducats dabei, möge sich dann ab dem Weg nach Italien. Er hält noch in der Stadt von Siena an, wo er dann der Birdie-Jungs begegnet, was durch Rotsferien hatten. Die Männer hadden een überraschende Taub getroffen en für mehrere Stunden hat er dann Peregrine en seine Frau Reich gesagt, Herr en Frau Willoughby en Robert Birdie mit Geschichten vertelt, was er alles belebt hat, gegen die türkische Tefäten. Robert entschloss sich dann, von hier wieder mit John mitzureisen nach Franz, wo sie dann für mehrere Wochen über das Land reisten. Als Robert dann nach England reist, entscheidet John sich, dat weer tijd dat hij uit Spanien zijn. Wat op niet zo lang terug, England er grootste vriendje was weer. In Spanien bezocht John de stad dan van Bilbao, Madrid, Toledo, Córdoba, Seville en Salis. Hij vond deze steden zeer smaak en de Spanische mensen waren warm en vriendelijk te arm. John vond dat hij niet dollar gleicht als in de steden te zijn en door te de mensen te vertellen. Dat weer in een van deze steden wo hij 3 dagen naar Elizabeth Randy, des geloven mij al, maar wat hij weer vriend geworden, 3 en Lady Teresa Alexander er huis in Constantinopel. John vertelt met een Portugies kapitein. Die vertelt hem dat plus aan de andere zijde van Spanien, plus over de Wuta, du weer de stad Marokko. Dat weer niet een zo'n bruiderstreep, wat Spanien en Afrika door een weer. En John erinnert zich eraan dat dat weer de stad
wo Elisabeth handgeschickt worden wäre, Lady Chirazza nicht. A Pascha, wo du über die türkische Irland regieren deur. Als John diesen Portugies Kapitän wieder uitfrauen deur, dann leert hij dat dis man, Mohammed Ben Arif, wohnt en regiert von einer Stadt El Arish, wo du bei der atlantische Buterkant wäre, 50 Mil südwest von Tangier. Einer muss ab einen sehr steilen übernappen, wo du boven 2 Putten wären, um in diese Stadt El Arish nennt zu kommen. Eine von der Put, wie alt Sinne von der römischen Realität, und wird mit Soldaten bewegt. Aber der zweite, wie nach nur 25 Jahren Drehgebiet, und der wird Segogne genannt, wird der Portugiesen haben abgestellt, wo dann Kanonstunden in Kuhl schließlich. Du dich wie diese zweite Put, dort ist, wo Mohammed Ben Arif wohnt. Über die nächste paar Tage, dann lehrt John so viel als er kann über diese Stadt El Arish. Von unseren Kapitäns, wo du werden gewasst. Bewaffnet mit all diese Informationen, mögt John dann ein Plan, wo er will Elisabeth gehen raten. Der Plan geht mehrere Monate aufstellen, aber im September 1605, da mögt John sich am Weg mit dem Schiff und kommt dann bei El Arish. Mit am Top auf dem Schiff wären auch angenommene Soldaten. 2 von den Soldaten wären French, 2 wären Englisch und 4 wären Spanisch. Lose, kracktrackgeschnittene Kleider verstärken ihre Gewehren und Brustschilder. Als das Schiff da an der Kant bei El Arish ankommt, dann stellt John sich so ab, als wenn er ein reicher Mann wäre, wo du auch in östlichen Europa Land regieren dort unter der Türkisch. Die 8 Soldaten kommen am Hängeran so als wenn sie seine Diener wären. Als er seine Papieren abweisen muss, dann gibt er an, dass er wie gekommen, Mohammed Ben Arif zu besiegen und ihm Geschenke zu bringen. Der Eberstab besorgt ihm dann ein Gepäck und John mögt sich am Weg auf den Kröselchen Überweg nach La Sekong. Wie der große Schloss angekommen, mögt Mohammed Ben Arif in Fassreit und sah Eten fair. Als er ist fertig wäre mit Eten, dann ging John mit Mohammed in eine Stube an, allein zu vertellen, während der Soldaten drei bleiben, mit Mohammed seine Soldaten. Du hilft John dann Mohammed das Geschenk, was er hat mitgebracht, in seiner derer Ring. Ehrlichkeit wäre bloß ein sehr billiger Ring, was er hat in Spanien gekauft. Ein großes Frinteln kam über Mohammed über, als er den Ring so besagt, was mag den Sach. John redet immer noch Türkisch und vorsichtig frug er, ist das so, dass ich gehört habe, dass du eine englische Sklavenmähl hier bei dir hast? Mohammed Ben Arif mögt sich nicht auf die Frau. Er sagt bloß und bekickt sich den Ring wieder. Als ich dort hier, dass du so eine englische Sklave hast, das kann ich nicht glauben, sagt John wieder. Nu kann Mohammed nicht anders, als er muss antworten. Jo, ich kann ein englischer Sklave, sagt er. John lacht. Das ist nicht so, das glaube ich nicht. Englische Sklavenmählen sind hier sehr wenig. Ich kann aber so eine Mähl hier, sagt Mohammed. Ich würde mal ropen, dann kann es Salz sein. Und Mohammed Ben Arif fordert, dass der Mähl soll gebracht werden. Und klein steht sie wieder, dann wir Elisabeth Rande vorarm. Sie sagt nicht ein bisschen anders als von dann in Konstantinopel. Aber das sagt nicht so, als wenn sie John erkannt, wenn er sich so anders ausgetragen hat. John bekannte Mohammed, dass er ein paar Wörter Englisch. Was andere würden dann sein, wenn er würde Elisabeth mit was fragen. Mohammed gibt das Tau. Und John vertelt Elisabeth ganz kalt und hastig, wo er will frei machen. Elisabeth wird schockiert, dass Fußtruhen in ihnen kam. John sagt, dass Mohammed wieder auf Verdacht gekommen. Aber euer Mohammed reitkam, seine Werke zu rauben von der nächsten Stube, hat John auch sein Messer hängen, wann ich fähig kriegen, und speckt Mohammed. Mohammed Ben Arif buch über und Elisabeth schrie. Dit brach den ersten seinen Tieren Wächter in der Stube an. Aber kurz hängen würden John seine 8 Soldaten, was auch ihre Schwert zurückgenommen, und der Fett fang an. Ein paar Minuten wieder, dann wir alles über. Mohammed seine Werke werden alle entweder tot oder so viel verwundet, dass sie nicht tun können. Und ein von John seine spanischen Soldaten wird auch tot. John nimmt sein Mannshaut auf und sagt Elisabeth den ab. Dann spauten die Nähen sich busig in die Stube rein. Busig! Ruft John, als er sich über den Hauptspauten in ihre Pied. Sie stehen grüß auf ihre Pieden ab, als eine Pistole durch ihr Lauf knallt. Und eine Stimme sagt, zu der Arbeiter, wo bei der Put wären,
dat sie sollen de Putte mehr. Die sind ans heran, sagt John, als hij zijn Piet mückran. Diese kleine Gruppe galoppt naar de Put. Die vervierde Werker hat nicht mehr Zeit, die Put töte mehr an, als die du durchrüsten. Als sie erst einmal mit dem Hof beten werden, dann müssen sie eine lange Lijn en John wird den Hängerste. Elisabeth wie in der Meer. En dessenjen müssen sich so busiger sie können längs den schmalen Weg rauf naar de Stadt Ellerich, wo dat Boot wachen deuten ernt. Dat Boot wird in dan 3 naar Schap brengen. Zij werden groet in dat boot baan, als de soldaten van Lexikong uitgeloopt hebben wat onder het water. De mannen op dat boot spoten bozig dat ze de zeil naar hecht kregen, omdat ze dat boot van water wegkregen. Ze waren meest fertig met de arbeid, als de kanonballen los je de wat kwam van Lexikong. Kanonballen knalden rammer ernt im water neer, aber keine traf ernt. En bald werden sie also viel weit weg, dat ze gleich mal aber durch können. Wofern dat der Ziel so lang nicht stimmt, sagt John dankbar, te Elisabeth das Wanderplätzen gewandelt denkt wir, als sie wieder schwammten auf das Atlantische Meer ab. Dat wir aber nicht sehr lang, als ein türkischer Chap, der von der Kont wegkam, von Ellerich in den Hängeron kam. Te John und der andere gleich, während die wat ab Boot boven wären, erfahrene Seilmannen, en Boot wird gemerkt, Tembusia evam Water, so dat die nicht lang, dann werden sie das andere Schab in den Stich gefahren. Den nächsten Tag kamen sie in Cadiz in Spanien an. Und Elisabeth war so glücklich, dass sie ihnen früh war. Und wenn John höflich war, entschied er sich, dass er mit Elisabeth ganz drei Landen reisen. Und du wird er dann sein, was für arm du so wieder war.